Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. Ja. Hallo, Marius. Ja. Es geht los. Hallo, du musst doch jetzt etwas sagen. So, hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu Radio Waldrand. Ein Podcast, der sich mit den wirklich wichtigen Kinderfragen vom Leben beschäftigt. Und so Zeug muss ich jetzt sagen. Ja, stimmt, Seichhörnli, stimmt. Oh, Mist. Ich kann jetzt gerade nicht. Also, was heisst, ich kann jetzt gerade nicht? Hallo? Es ist Donnerstag und wir haben erst gerade eine Ferienpause gehabt, Marius. Also, die Kinder müssen doch auch wieder in die Schule und in die Kinski und so. Und du musst jetzt halt auch wieder sagen, los, hopp, hopp, hopp. Und dann muss ich noch sagen, wo das Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle heute auf die Schulreise her sind. Wie immer weiss. Und dann muss noch... Seichhörnli. Ich kann jetzt wirklich nicht. Ich habe ein Problem. Und wer ein Problem hat, der kann nicht arbeiten. Ja, super. Also ich will auch ein Problem. Nein, das willst du nicht haben, ein Problem. Glaub mir's. Und ich will auch nicht, dass du auch noch ein Problem hast. Hey. Ja, das ist wieder typisch. Du darfst ein Problem haben, wo man nicht muss schaffen, wenn man es hat. Und ich nicht. Was ist überhaupt ein Problem? Hey, frag irgendjemand anders. Ich habe, wie gesagt, ein Problem und habe darum keine Zeit und so voll keine Lust zum Reden gerade. So. Ist ja gut, du Gitzknepper, könntest mir wenigstens ein Stückchen, was nur ein Stückchen von deinem Problem geben. Ich will auch ein Problem. Dann gang ich halt jemand anders suchen, der ein Problem hat und mir von seinem Problem dann gibt. Ich nehme das Mikrofon mit so. Dann können Kinder, die zulassen, mit mir kommen. Nein. Vielleicht finde ich ja so ein grosses Problem, das ich mit allen Kindern, die Radio Waldrand hören, kann teilen. Und dann haben wir alle zusammen ein Problem. Ja, ich bin eben eine, die für die anderen ein bisschen schaut. Marius, weißt du, nicht wie du. Ja. So, jetzt nehme ich das Mikrofon und gang. Seichhörnli, du kannst doch nicht... Sicher, jetzt gang ich. Jetzt ist fertig. So, hören Sie mich, Kind? 1, 2, hallo? Hallo, hören Sie mich? Das Mikrofon ist aber groß zum Drehen. So, also ich mache mich jetzt auf die Suche nach Problemen. Oder mindestens nach jemandem, der so viel Problem hat, dass er mir auch eins von seinen Problemen abgeben kann. Oder sie. Also, wissen ihr überhaupt, was ein Problem ist? Also, ich habe doch auch keine Ahnung, was das ist. Aber das ist sicher etwas sehr, sehr Gutes, so ein Problem. Also, oder? Da ist das Spechtkind. Hey, Specht! Hallo, ich bin unterwegs für Radio Waldrand, liebe Specht. Weil der Marius, der hat Problem und muss darum heute nicht arbeiten. Der Glücksbild. Was? Was heißt? Also lass Specht, ich suche Problem. Hast du ein Problem? Ein bisschen Kopfweh habe ich immer, weil ich mit dem Kopf immer eine Baumstämme hauen muss, wenn ich ja, ein bisschen schlecht ist mir darum auch immer wieder, aber sonst nein, habe ich eigentlich kein Problem, nein. Ja, du Arme, wie ich, kein Problem. Also, was? Das ist doch gut, wenn man kein Problem hat. Das ist doch super, wenn du kein Problem hast. Also, nur weil du kein Problem hast, muss jetzt nicht so tun, wie wenn das lässig wäre, Specht. Wenn man kein Problem hat. Also, echt? Die Junge mit dir, hast du wieder von diesen Beeren gegessen, die man nicht essen davon? Oder warum erzählst du so einen Habakkuk?
Guck, weil ich jetzt endlich auch ein Problem will. Du hast sicher so viel Probleme gehabt im Leben, oder Specht? Ja, sehr viel. Aber ich lebe jetzt seit etwa einem Jahr problemfrei. Früher hatte ich viel Probleme, weil die Förster immer die alten Bäume gefällt haben. Und darum hatte ich fast keine Borkenkäfer, wo ja in den alten Bäumen wohnen, zum Essen hatten. Und das ist das Problem. Also, hui, die Förster, die haben dir früher noch so lieb Probleme gemacht und heute machen sie einfach keine mehr. So fies. Ja, also, ich komm nicht raus und die Kinder hinter dem Mikrofon-Dings da sicher auch nicht. Hättest du denn gern ein Problem, oder was? Ja, Specht, wer nicht? Also Specht, ich wünsche dir noch ganz viel schöne, gute, feine Probleme. Also, danke. Ja. Danke. Und ciao. Ciao. Hey Kind, dann geh ich halt weiter. Wenn ich nur wüsste, was ein Problem ist. Und ich habe noch gar nie ein Problem gehabt. Immer sagen die anderen, Seichhörnli, mach das nicht. Es bringt die Kinder vom Wahlkindergarten nicht ins 9. Kreis und klaut ihnen Plevitas da, die Drachen. Weiss die da wie das? Sonst haben sie denn ein Problem. Oder nein, verstopft vom Oberjägermeister Brünzli nicht seine Flinte mit diesen Zöpfen. Sonst hast du denn ein Problem. Die wollen einfach nicht, dass ich auch mal ein Problem habe. Und Aua! Oh, du Loppi, pass doch auf, Mann! Hey, du bist mir voll auf den Fuchsenschwanz trampelt. Schau doch ein wo du anhuschst, Kopf! Hast du das extra gemacht? Nein. Was das Problem? Ja, endlich. Sorry. Hoi, du Fuchs. Du hast in dem Fall ein Problem. Oder sicher genug Problem, dass du mir eins abgeben könntest. Ja, weil ich will sehr gern ein Problem. Es geht ganz viel und ganz groß sein. Was? Nein, ich habe kein Problem. Aber du jetzt bald, wenn du so weitermachst. Eben habe ich kein Problem. Ja, aber bald hast du eins. Mit mir. Oh, so schön. Dann haben wir ein Gruppenproblem, wo wir uns teilen. Also ich will ja nicht gierig sein, aber ich hätte dann das Problem gern zuerst nur für mich 3 Tage und dann kannst wieder du 3 Tage haben, dann wieder ich, weiss, so hin und her, weil weiss, ich habe noch nie ein Problem Ja, gehabt. ich habe auch kein Problem. Aha. Ausser du stehst mir wieder auf meinem Fuchsenschwanz. Also, ja, und wieso lügst du mich an und tust so, als ob du mir ein Problem machen würdest? Also ich muss glaub's langsam weiter. Ich glaub, dir hat irgendwie ein Specht am Nägel geklopft. Wenn du wirklich ein Problem willst, weisst, ein grosses, dickes, dann geh zum Oberjägermeister Brünzli. Der macht einem die grössten Probleme. Vor allem der grosse Waldtier macht er sehr gern Probleme. Am liebsten mit seiner Flinte. Echt jetzt? Da habe ich gar nicht gewusst. Tofuchs. Da habe ich nicht gewusst, dass der Oberjägermeister Brünzli mit seiner Flinte ein Problem machen kann. Das ist quasi der König der Probleme. Es gibt niemand im ganzen Wald, wo so viel Problem macht im Wald wie der Oberjägermeister Brünzli-Dings. Super. Dann gehe ich jetzt zu dem Kind. Der Oberjägermeister Brünzli ist ein sehr, sehr blöder, sehr hässlicher Jägerchef im Fall. Aber der hat für mich sicher eins von seinen vielen Problemen. Eventuell zum Ausleihen. Weißt du, wie in einer Problembibliothek, weißt du? Also, Süßeli. Ciao. Und viel Glück. Danke. Oder soll ich mitkommen? Nein. Beim Oberjägermeister Brünzli weiss man nie, wenn der crazy geht und ausflippt. Aber
wenn ich's mir so überlege, merke ich, dass du keine Ahnung hast, von was ich rede. Ich würde jetzt lieber nicht zu ihm. Was? Wieso denn nicht? Das ist doch so gut. Ich bin auch schnell auf den Bäumen. Das ist kein Problem für mich. Kein Problem für mich. Also, ja, eben, so wieder. Kein Problem. Da haben wir's wieder. Ich habe einfach kein Problem. Hoffentlich hat er mir eins von seinen vielen Problemen. Weil alle haben Probleme, nur ich habe wieder keins. Hey, Radio Waldrand, los ihr Kind. Ich hoffe, euch macht wenigstens eurem Papi und eurer Mami um Weihnachten ein bisschen Problem. Oh, oder dann habt ihr sicher einen lieben Bruder oder so eine liebe Schwester, die euch, ohne dass ihr fragen müsst, immer wieder ein bisschen Probleme machen. Ah ja, ein Mensch müsste man sein. Ach, dann hätte ich viel mehr Probleme. Weiss was? Kind, bis ich beim Oberjägermeister Brünzli bin, der wohnt ein bisschen weiter weg, weiss, lasse ich ein bisschen Werbung laufen, wo ich vorgestern mit dem Dachsat Albert und dem Marius, wo noch kein Problem hatte und darum noch müssen schaffen, aufgenommen haben. Ist gut, Kinder? Also, bis nachher beim Brünzli. Radio Waldrand. Diese Sendung wird euch präsentiert von Victorinox. So, Kinder, willkommen hier zum Victorinox-Fensterli. Als erstes kommen wir gerade zum Wettbewerb von der letzten Sackmessersendung, von der Sendung Nummer 13. Mögt ihr euch erinnern? Ihr habt doch zählen, wie viel Mal wir Schnitzen gesagt haben. Und dann hast du ein Buch gewinnen vom Felix Immler, einem Victorinox Schnitzprofi. Und bei mir hier im Radio Waldrand Jägerhütte-Studios sind ganz viele Mails reingekommen mit ganz vielen verschiedenen Zahlen, wie viel Mal wir Schnitzen gesagt haben. Von 46 bis 26 war alles. Darum habe ich gedacht, ich lasse das Kind gewinnen, das als erstes ein Mail mir hier ins Radio Waldrand Studio geschickt hat. Und das ist der Maurice Staudenmann aus Edmatingen. Er hat das Buch gewonnen. Ja, und ihr habt ja in der letzten Sendung auch viele Fragen von euch Kindern zum Thema Sackmesser beantwortet. Bestimmt. Jetzt habe ich aber mal ein Fragli an euch Kinder zum Thema Sackmesser. Okay. Alle lassen Zäpfen aus den Ohren. Gut. Also, wenn ihr jetzt könntet etwas erfinden oder auswählen, wo Victorinox ein Sackmesser extra für euch und neu anbaut, was wäre denn das? Also, ich würde eine Haselnussschleuder dran haben. Dann könnte ich, wenn der Oberjägermeister Brünzli vor meinem Haselstrauch vorbeiläuft, meine Haselnussschleuder ausklappen und ihm zack ein Haselnüssli an den Nägel zäpfern. Hoi Kinder, ich bin's, der Lachs Adalbert. Also ich würde eine grosse Schüssel zum Ausklappen dran haben. Was? Dann könnte ich die brauchen, wenn ich meine Dachsenhöhle am Graben bin und mit den Tanzen nicht mehr weiterkomme. Hey, Kind, und ich würde eine kleine Gitarre an meinem Sackmesser haben. Weißt du, eine zum Ausklappen, dass wenn mir unterwegs ein Lied einfällt, dass ich den Sackmesser zücken kann und gerade zack, zack, Gitarre kann ausklappen und dazu mit der spielen kann. Und ich würde natürlich einen ausklappbaren Nussknacker. Ein Backer. Einen ausklappbaren Haselstrauch, für wenn ich Hunger habe. Und ich ein ausklappbares Mami. Für wenn ich unterwegs mal Heimweh habe, dann kann ich das Mami schnell ausklappen, die tröstet mich schnell und dann kann ich das Mami wieder einklappen. Na gut, Mamis rosten, glaub's mit der Zeit. Ich würde einen ausklappbaren Liebespinsel. Also, was ist denn das? Das ist ein Pinsel, den man ausklappen kann. Wenn man jemanden fest liebt, kann man dieser Person mit dem unter die Nase so pinseln und so kommt man von der oder dem ein Küssli über. Ein Küssli! Bist
du ein Grüssel, du. Also küssen. Ja, aber ich könnte den jetzt vornehmen und dann kommt ich ein Küssen. Ja. Ja, auf alle Fälle, wenn ihr Kinder gute Ideen habt, was man noch ins Sackmesser reinbauen könnte, damit man es, wenn man es braucht, kann ausklappen, schreibt uns auf info@jagdkapelle.ch info@jagdkapelle.ch ein Mail oder auf 079 672 55 72 079 672 55 72 ein SMS. Es darf im Fall auch gar nicht möglich, also so richtig unmöglich und komisch oder nur zum Spass sein. Was euch halt gerade einfällt, was ihr an eurem Sackmesser gern hättet, wenn ihr wünschen könntet und was Victorinox dann anbauen, wenn die zaubern könnten. Und weil wir die Leute von Victorinox jetzt ja persönlich kennen, leitet mir eure Vorschläge gerade weiter und wer weiß, vielleicht könnt ihr die ein oder andere Idee von euch brauchen. Ritsch, ratsch, zack, zack. Ich sing mir vor meinem Messer, mit dem geht alles besser. Und wenn ich will's am Zack, den hol ich's aus dem Hosensack. So, Kinder, so tönt's also, wenn der Marius kein Problem hat und er zaffen muss. Weil da haben wir ja Gäste drauf genommen, weiss? Also, jetzt komme ich da an beim Oberjägermeister Brünzli. Der hat auch viele Probleme und kann mir auch viele Probleme machen, hat der Tofuchs gesagt. Da ist seine Hütte. Oh ja, so ein bisschen Angst. Der Brünzli ist ein rechter Bünzli und immer hässig. Achtung, ich klopfe. Oh, er kommt, Kind, er kommt. Hallo? Was jagt uns bald zum flinken Donner? Hallo? Da unten. Grüezi, Herr Oberjägermeister Brünzli. Ja, so, saufreche Sauhörnli. Du bist auch noch mutig. Machst die ganze Zeit Zeich, bist so frech, dass sich die alle bügen und dann kommst du zu mir klopfen. Ja, also, ich hätte gern ein Problem. Was? Also, der Tofuchs hat gesagt, sie seien der Profi, wenn es um Probleme geht. Und dass sie ganz, ganz viel Probleme machen können mit ihrer Jägerflinte. Und darum wollte ich fragen, ob sie mir mit der Flinte ein bisschen Probleme machen könnten. Mit der Flinte Problem machen? Das ist sicher wieder ein Streich von dir. Warte nur, ich kann dir schon ein bisschen Problem machen mit der Flinte. Wer ja gelacht, Botzerei verbiss und Dachsenschiss. Nur ein Momentli. Ich hol nur schnell meine Flinte und dann glaub mir, Seichhörnli, dann mach ich dir ein Problem und du nie mehr vergessen wirst. Kinder, er holt seine Flinte und macht mir ein Problem. So schlimm ist der Oberjägermeister Brünzli eigentlich gar nicht, finde ich auf einmal. Endlich, ich bin so nervös vor Freude. Endlich sehe ich ein Problem und weiss denn auch, was das ist. Oh, da kommt er wieder mit der Flinte. Was? Der zielt mit der Flinte auf mich. Also, Herr Brünzli, Sie wären doch nicht mit der Flinte auf mich. Nein! Doch, das wäre ich. Und dann hast du ein Problem, du. Nur noch gut zielen und 1 und 2. Jetzt ist mir das Sauhörnli durch die Lappen weg und fort ist es in den Wald. Wir sind gleich zusammen. Der Oberjägermeister Brünzli hat mich voll reingelegt. Der blöde Typ, der hat mir gar kein Problem machen, Kinder, mit der Flinte. Der hat mich absüssen mit der Flinte. Niemand gibt mir ein Problem. Niemand macht mir ein Problem, also ich gib's auf. Ich gehe jetzt in den Kobbel. Seichhörnli.
Seichhörnli. Was? Also du bist ein Tofuchs. Ich geb's auf. Alle haben Probleme, nur ich nicht. Nur weil ich ein kleines Tier bin. Nur weil ich... Da, schau. Ein Problem für dich. Ich hab's in einem Ahornblatt eingewickelt. Ist das für mich? Ja, da, nimm's. Musst nicht mehr traurig sein. Endlich hast du auch ein Problem. Ja. Ganz ein besonderes Problem habe ich dir eingewickelt in dem Ahornblatt. Hui, das ist aber mega schwer, das Problem, oder? Ja, ich hab gedacht, ich gebe dir gerade ein bisschen ein Rechtsproblem, gell? Oh, lieb. Es fühlt sich so an, wie wenn ein Stein eingewickelt wäre in dem Ja, Ahornblatt. Aber nein, das ist ein regelrechtes Problem für dich, sag ich ehrlich. Oh, danke, Tofuchs. Kinder, der Tofuchs, der liebe Kerli, der hat mir volles Problem gegeben, eingewickelt in meinem Ahornblatt. Danke, Tofuchs. Ich bring das Problem gerade in meinen Kubbel, in meine Eichhörnli-Wohnung in Sicherheit, dass ich sie ja nie verliere, das Problem. Ja, mach das. Und versprich mir, dass du das Problem nie auspackst aus dem Ahornblatt. Immer schön einpackt lassen. Sonst geht das Problem kaputt, weisst. Und dann hättest du wieder kein Problem mehr. Und jetzt beruhigst dich und bist nicht mehr traurig. Okay? Versprochen. Und jetzt ab in den Kubbel mit dem Problem. Tofuchs. Cheerio! Die glaubt auch alles so herzig. Hey Kinder, das Problem ist wie ein Stein, ist noch schwierig, mit dem Problem den Baum aufzuklettern. Weißt, in einem Pfötchen muss ich das Problem heben und mit dem anderen tue ich klettern und... Nein! Jetzt ist mir das Problem aus dem Pfötchen und ins unendliche Laub vom Waldboden gefallen. Kinder, bitte helft mir. Schickt mir bitte alle eure Probleme auf info@jagdkapelle.ch info@jagdkapelle.ch oder erzählt mir von euren Problemen. Und schickt mir eine Sprachnachricht auf 079 672 55 72. Bitte helfen mir und schickt mir eure Probleme. Ich muss mich jetzt ausruhen nach dieser Aufregung. Und da kann ich problemlos in meinem Kubbel machen. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.